Ich hatte letzte Woche mit meiner Ersatzlehrperson einen augenöffnenden Moment und ich finde es so wichtig, dass ich ihn mit euch teile. In Deutsch arbeiten wir mit einer Lernlandkarte, wo die Kinder ganz viele verschiedene Arbeitsaufträge haben zu den verschiedenen Sprachgebieten. Sprache im Fokus, Sprechen, Lesen, all das Zeug. Ich habe ja bekanntlich jetzt eine 2. Klasse und für die ist das noch mega anspruchsvoll, jeweils zu diesen Arbeitsaufträgen zu gehen. Nachher müssen sie lesen, was ihr nächster Schritt ist, dann müssen sie den Schritt ausführen, dann gehen sie zum nächsten Schritt und so weiter. Schnelle Side-Note, ich bin mega froh um all das Material, das habe ich alles von anderen Lehrpersonen übernehmen und es ist genial aufgebaut. Nachher hat meine Lehrperson eben gesagt, sie hätte mit jemand anderem, nachdem sie fertig war mit der Ausbildung, geredet. Und die Person hat ihr dann gesagt, wieso probiert man in der 2. Klasse den Kindern etwas so krampfhaft beizubringen, wenn sie vielleicht in der 3. Klasse viel mehr parat wären und viel schneller so etwas machen könnten. Klar lässt sich das Prinzip nicht auf alles anwenden, weil gewisse Sachen müssen sie einfach früher schon lernen, aber das mit der Selbstständigkeit und mit dem sich zurechtfinden, merken wir auch, sie verlieren viel zu viel Zeit. Darum haben wir das uns jetzt zu Herzen genommen. Ich habe verschiedene Dossiers zusammengestellt, wo sie jetzt einfach im Dossier schauen können und abhökeln, wo sie gerade waren. Dann können sie zum nächsten gehen und dort abhökeln. Das probieren wir jetzt mal für das 2. Semester und dann kann ich am Schluss von dem 2. Jahr einfach mal ein Fazit ziehen und schauen, was schlussendlich doch die bessere Lösung war. Die Quintessenz von meiner Aussage ist, manchmal sind sie in der 2. Klasse einfach noch nicht parat für gerade alles. Und das ist auch okay. Ich glaube, das Wichtige zum Unterrichten ist nicht, dass man es mit allen immer gleich macht, sondern dass man schaut, was vor einem liegt oder welche Kinder vor einem sind. Ich hoffe, das hilft. Tschüssi, ciao, ciao.